Nathan, Benaya, schön sind ihr wieder da. Was gibt's zu berichten aus der Stadt Jericho? Danke, Josua. Die Mission war ein voller Erfolg. Jericho kann eingenommen werden. Die Einwohner, sie wissen, dass Gott uns die Stadt möchte geben. Grosse Angst. Da, Guys, wir sind um Jericho geschlichen, um eine Schwachstelle zu suchen. Wir haben das schon fast aufgegeben. Da hat der Benaya einen losen Stein gefunden. Nathan, ist gut. Jetzt einfach das Wichtigste. Mein Grossi hat doch auch schon immer gesagt, in der Kürze liegt die Würze. Ja, also, es ist so gewesen. Wir haben in der Stadt Hilfe bekommen von einer Gastwirtin, die uns zuerst von den Soldaten versteckt hat und nachher uns auch geholfen hat, aus Jericho rauszukommen. Ja, Rahab, sie glaubt an unseren Gott. Und ohne sie wären wir schon längst verloren. Und Rahab ist jetzt immer noch in der Stadt? Ja, aber wir haben mit ihr besprochen und abgemacht, dass sie wird das rote Seil an ihr Haus tun und wir so wissen, dass wir das Haus dann auch verschonen können. Dann ist ja alles gesagt. Ab nach Jericho. Gott wird uns die Stadt geben. Boah, hey, jetzt laufen wir schon seit 7 Tagen um die Stadt rundherum. Ich mag langsam nicht mehr. Ach, du Nathan, du solltest wirklich mal wieder ein bisschen mehr Sport machen. Du schnaufst schon wieder wie ein Maulesel. Aber Kopf hoch, Junge. Es ist der letzte Tag, wo wir heute noch um die Stadt werden rumschalpen. Ey, Benaya, schau mal. Beim Rab ihrem Haus. Das rote Seil. Das hängt gar nicht dort. Das ist kein gutes Zeichen. Komm. Rahab, wenn sich die Anschuldigungen als wahr herausstellen und du deine Spionen wirklich zur Flucht verholfen hast, dann steckst du in grossen Schwierigkeiten. Leider haben wir im Moment noch ein bisschen zu wenig Beweis dafür. Aber ich sag dir eins, wir werden dich verfolgen. Und zwar auf Schritt und Tritt. Und bei der kleinsten Anmerkung ist fertig lustig. Nicht verreiss! Rahab, wo bist du gewesen? Ich konnte die letzte Nacht nicht mehr schlafen, weil ich keinen Kamillentee mehr getrunken habe. Es ist ein bisschen kompliziert. Aber wichtig ist jetzt, dass du deinen Kamillentee so schnell wie möglich bekommst. Schau da. Danke dir. Mittlerweile glaube ich aber, dass nicht mal mit dem Tee helfen kann. Das israelische Volk läuft jetzt schon seit Tagen um unsere Stadt. Und das ohne einen Mucks. Wer macht denn so etwas? Wirklich effektiv kann das doch nicht sein. Und trotzdem macht es mich unruhig und nervös. Was? Seit Tagen? Das ist ja gar nicht gut. Ich komme gerade wieder. Du hast recht. Das ist wirklich beunruhigend. Hä? Wo ist jetzt nur das Seil hingekommen? Irgendwo muss das doch sein. Ah ja, stimmt. Das haben ja die Soldaten mitgenommen. Was mache ich denn jetzt? Jetzt laufen wir schon zum 5. Mal rundherum. Und immer noch kein Seil dort. Die Zeit wird knapp. Ich mache mir ernsthafte Sorgen um die Rahab. Wir werden noch 2 Mal um die Stadt herumlaufen, bis wir sie dann einnehmen werden. Und meine Omi hat schon immer gesagt, bis dann läuft noch genug Wasser döst du ab. Also, das wird dir schon noch ein bisschen Zeit verschaffen. Aber du hast recht, so lange dürfen wir nicht mehr warten. Darf sie nicht mehr warten, vor allem. Hä? Was hat das Ganze mit den Dös zu tun? Was ist Dös? Ich weiss es auch nicht. Das habe ich nie verstanden. Egal, aber woher sollte Rahab eigentlich wissen, wie oft wir rundherum laufen? So weiss sie ja gar nicht, wann sie Seile raus tun muss. Also, schön und gut, wenn sie warten will. Aber es ist schon recht riskant. Aber du musst denken, die Rahab, das ist die uns gerettet hat. Sie hat ihr Leben aufs Spiel gesetzt, dass wir aus dieser Stadt haben flüchten können. Sie vertraut auf Gott.
Und wenn er möchte, dass sie gerettet wird, dann bin ich überzeugt, wird Gott ihr auch den richtigen Zeitpunkt zeigen. Aber komm, wir müssen jetzt los. Ich muss unbedingt ein neues rotes Seil besorgen. Aber wie mache ich das jetzt nur? Gott von Israel, ich habe deine Leute beschützt und mein Leben für dich hingegeben. Ich hoffe, dass du mir hilfst, dass ich mein Seil finde. Wo ist jetzt der Rab schon wieder? Niemand ist die Bedienung rum, wenn man sie braucht. Jetzt hast du auch Glück gehabt. Hast du wirklich gemeint, du bist uns schon losgeworden? Ich habe dir gesagt, man behaltet dich im Auge. Was kann ich euch denn bringen? Überleg doch einmal. Das Gleiche wie immer. Oder hast du schon wieder vergessen, was wir amigs nehmen? Für was zahlen wir dich überhaupt? Nein, natürlich nicht. Ich hole es gerade. Besser ist. Sie haben das Seil dabei. Aber wie sollte ich jetzt dort hinkommen? Gott, bitte hilf mir. Egal, ich sag dir, ich schlafe seit Tagen nicht mehr gut. Das israelische Heer da draussen, das macht mir langsam richtig Sorgen. Warum greifen die uns nicht an? Irgendetwas stimmt da nicht. Seit Tagen stehen sie um unsere Stadt herum, laufen um unsere Stadt herum. Ohne irgendein Wort. Hast du etwa Angst, Judith? Du weißt doch, ein wahrer Krieger kennt keine Angst. Du kannst mir nicht sagen, dass dich das kalt lässt, Maximilian. Wirklich nicht. Also wenn das so weitergeht, bin ich bald nicht mehr einsatzfähig. Ich brauche irgendetwas für meine Nerven. Ich kann schon in die Apotheke wählen, mein Baldrian-Fläschchen auffüllen. Aber sie kenne ich mehr. Wie ich höre, macht euch schlaflose Nächte zu arbeiten. Wenn es jemanden gibt, der sich damit auskennt, ist das Anna. Anna, komm mal rüber. Unsere zwei Helden da brauchen wirklich deine Hilfe. Sie haben schlaflose Nächte. Ja, also wenn das so ist, dann helfe ich natürlich gern. Mit schlaflosen Nächten ist nicht zu spassen. Immer bevor ich ins Bett gehe, mache ich meine Atmungsübungen. Das hilft mir, zur Ruhe zu kommen und den Tag zu vergessen. Wir atmen tief ein. Hebt das mal. Und wieder aus. Schliesset eure Augen und atmet tief ein und wieder aus. Und vergesst einfach alles um euch herum. Vergesst eure Aufgabe, vergesst, dass wir umzingelt sind von einem Heer und vergesst euren Stress. Jetzt tun wir wieder tief einatmen und durchs Maul wieder aus. Entschuldigung, ich muss sie gerade schnell haben. Sie kommt gerade wieder. Hä, aber... Nein, aber sicher nicht. Gerade jetzt, wo es anfängt zu wirken. Benaya, schau, das rote Seil. Sie hat es wirklich noch geschafft, Rab. Krass. Und das auf unserer letzten Runde. Das ist einfach mal wieder Gott mit seinem perfekten Timing, der da eingegriffen hat. Volk von Israel. Gott hat uns den Sieg gegeben über die Stadt. Nur die Rahab und alle, die in ihrem Haus wohnen, sollen verschont bleiben. Erhebt eure Stimme und nehmt die Stadt ein. Gott hat uns die Stadt gegeben. Nehmt sie ein! Das verschwindet! Kannst du mich noch? Für eins! Für eins! Hey, Benaya, komm! Rab! Rab, wir sind's! Komm! Wir haben es geschafft! Und Anna ist auch noch da! Ihr könnt rauskommen! Ihr seid in Sicherheit! Ihr habt euer Versprechen wirklich gehalten. Möge euer Gott euch reich belohnen. Ja, so, du hast schon unsere Nerven strapaziert, ey. Warum hast du so lange gewartet mit dem roten Seil? Ja, meinst du, ich habe das extra gemacht? Nein.
Es ist eine andere Geschichte. Ist doch jetzt auch gleich. Aber schlussendlich war es einfach wieder genau so gewesen, wie es meine Omi schon immer gesagt hat. Ende gut, alles gut. Ende gut, alles gut. Was für ein Abschluss. Sehr passend von der Oma, von einem von unseren Spionen. Die Mauer ist gefallen. Ein grosser Brocken, kann man wortwörtlich sagen, ist endlich zusammengestürzt. Und wir haben an diesen Kids Days die Geschichte aus zwei Perspektiven gesehen. Wir haben sie aus der Sicht gesehen von der Rahab und aus der Sicht von den beiden Spionen, die stellvertretend für das Volk Israel stehen. Die Rahab hat in dieser Stadt gelebt. Und wir haben gesehen im Theater, sie ist nicht immer cool behandelt worden. Mega oft ist sie von diesen Soldaten unterdrückt worden. Und manchmal sind die Mauern von dieser Stadt für sie ein bisschen wie ein Gefängnis, wo sie nicht raus können. Darum hat die Mauer für sie eine besondere Bedeutung gehabt. Es war Befreiung. Befreiung von dieser Unterdrückung, wo die Mauern gefallen sind. Auf der anderen Seite sind unsere Spionen das Volk Israel. Puh. Sie mussten sich durch das enge Loch hineinquetschen, um in die Stadt hineinzukommen. Sie mussten irgendwie da, ich kann fast sagen, überleben, dass sie nicht gefangen werden. Sie mussten mega viel sich anstrengen und es ist auch knapp geworden. Gott hat ihnen versprochen, dass er ihnen das Land und die Stadt Jericho wird geben. Wo die Mauern gefallen sind, ist das für sie, wie für das Volk Israel, ein sichtbares Zeichen gewesen, dass Gott sein Versprechen haltet. Das war aber nicht das einzige Mal, wo Gott gezeigt hat, dass er Befreiung schenken und dass er seine Versprechen haltet. Könnt ihr euch zum Beispiel an die Geschichte von Mose erinnern? Schon dort hat Gott gezeigt, dass er sie aus der Sklaverei befreien kann und dass er sie auch in ein versprochenes Land führt. Es gibt immer wieder so Beispiele in der Bibel und die tauchen immer und immer wieder auf, wo man sieht, dass Gott die Befreiung verspricht und seine Versprechen haltet. Und das ist so, weil Gott immer der Gleiche bleibt. Er bleibt der Gleiche und zeigt seinen Charakter immer und immer wieder. Es sind wie so Schlüsselmomente, wo er uns zeigt, wie er ist. Und es gibt nochmal einen Schlüsselmoment in der Bibel, der ganz besonders groß ist. Genau. Und ich finde den Begriff vom Schlüsselmoment mega cool. Dort tut man ja wie etwas aufschliessen und kommt in so etwas Neues hinein. Es ist so ein wichtiger, ganz ein wichtiger Moment. Und du hast gesagt, es gibt einen in der Bibel, der ist sehr gross und ich weiss, viele von euch wissen, was das für ein Schlüsselmoment ist. Es ist nämlich der Moment, wo Jesus auf die Welt gekommen ist. Und vielleicht noch grösser, der Moment, wo er am Kreuz gestorben ist. Es ist nämlich spannend. Bei Jesus hat sich Befreiung und das Versprechen wieso vereint. Er hat uns befreit von Schuld, er hat uns die weggenommen und Gott hält sein Versprechen durch Jesus, dass wir eben durch befreit werden können. Ein bisschen ähnlich wie bei dieser Mauer, die wir haben gesehen, einstürzen. Für die Rahab war es Befreiung. Das Versprechen für die Spionen. Es ist ja wirklich begeisternd, wenn wir sehen, dass Gott bei Mose, bei der Rahab und bei Jesus seine Versprechen gehalten hat und Befreiung geschenkt hat. Aber wenn Gott ja der gleiche ist da und auch heute, dann müssen wir das ja auch noch heute machen. Und genau das wollen wir heute ein bisschen zusammen genauer anschauen. Und zwar gibt es auch in unserem Leben so Mauern, wo Gott uns Befreiung schenken will. Und für das haben wir euch gerade ein paar Beispiele beigebracht, was das denn für Mauern könnten sein. Wir bauen gerade so eine. Hey, Schuld haben wir vorher schon mal gehört. Manchmal machen wir irgendwie ein Seich. Und wir merken, haben irgendwie ein ungutes Gefühl und merken, das war jetzt nicht so cool gewesen. Und es baut sich so wie eine Mauer auf vor uns, die Schuld. Eine andere so eine Mauer kann Angst sein. Wenn uns Angst als Gefühl ganz einnimmt, kann das wie so eine unüberwindbare Mauer scheinen. Vielleicht ist das für dich die Ungewissheit, was nach der Sommerferien wird sein. Oder vielleicht hast du noch eine grosse Prüfung vor dir. Hast du auch schon mal gedacht, das schaffe ich nicht. Ich bin doch gar nicht genug gut für das.
hey, das kann eine grosse Unsicherheit sein. Und die Unsicherheit kann eine fiese und grosse Mauer werden, die uns den Blick verdeckt. Ein anderer so ein Mauerstein kann die Trauer sein, weil du jemanden oder etwas verloren hast. Es kann sein, dass sich die Trauer in dir anstaut und sich das anfühlt wie eine Mauer, die sich vor dir auftürmt. Und zuletzt Streit. Das kennen wir ja auch alle. Manchmal gibt es kleine Streit, kleine Konflikte mit einem Kollegen, mit einer Kollegin. Und die sind dann schnell wieder vergessen. Aber hey, manchmal gibt es einen Streit. Und wir wissen gar nicht, ob und wie dass wir der anderen Person vergeben können. Und darum kann auch manchmal der Streit immer eine grössere Mauer werden, die uns die Sicht verdeckt, die uns den Mut raubt. Genau, also wir haben auch heute noch so Mauern in unserem Leben, die uns irgendwie einengen und begrenzen. Aber wir haben es schon bei den Israeliten gesehen, Gott kann so Mauern einstürzen. Er will uns Befreiung schenken und er haltet auch das sein Versprechen, dass er die Befreiung schenkt. In der Geschichte haben wir gesehen, dass die Israeliten Gottes Hilfe gebraucht haben. Und so brauchen das auch wir. Ich glaube, oft versuchen wir, die Mauern selber irgendwie zum Einsturz zu bringen. Aber erinnert euch mal zurück an die Geschichte. Was glaubt ihr? Wäre es echt gut gekommen, wenn die Israeliten selber hätten die Mauern umstürzen wollen? Irgendwie, ich weiss nicht genau wie. Irgendwie einfach drauf losrennen. Ich meine, das wäre gut gekommen. Ja, ich glaube ja, sie hätten keine Chance gehabt. Und so ist es auch bei uns. Wir brauchen genau Jesus, dass diese Mauern einstürzen können. Und wir wollen noch mal ein bisschen auf die Beispiele eingehen. Und das ist gerade das Maximale von einem Mauerli, das ich zum Einsturz bringe. Wir wollen noch mal auf Jesus schauen. Die Schuld haben wir vorher schon mal angesprochen. Wir haben von Jesus geredet, der uns die Schuld nimmt. Er ist der, der uns Vergebung schenkt. Er reißt die Mauer ein und nicht nur das. Ich glaube, es geht weiter. Die Vergebung wird zu einem Eckstein, also einer der wichtigsten Steine, wo wir unser Fundament bauen können von unserem Leben. So ist es auch mit der Angst. Die Liebe von Jesus kann jede Angst vertreiben und uns Ruhe in angespannte Situationen bringen. Unsicherheit, so ein fieser Begleiter. Ich schaffe das nicht. Aber was sagt Gott? Hey, du bist mein Kind. Ich habe dich geschaffen. Ich habe dich wunderbar gemacht. Er schenkt uns Sicherheit, einen wichtigen Eckstein, wenn wir wissen, dass wir sein Kind sind. Kann uns Jesus auch Hoffnung schenken? Hoffnung, dass er eines Tages alle unsere Tränen wird abwischen. Und die Hoffnung bleibt nicht nur eine Hoffnung, sondern die darf sich zu einer Freude entwickeln. Und zum Schluss Streit. Das, was uns manchmal den Mut raubt, um wieder aufeinander zuzugehen. Jesus sagt selber, er ist der Friedenfürst. Der also Frieden bringen kann. Und dieser Frieden kann die Grundlage werden, damit wir wieder aufeinander zugehen können. Einander gleich vergeben können, dass nicht mehr der Streit das Erste ist, was wir daran denken, sondern der Frieden. Gott kann also Mauern in unserem Leben einreissen. Wir sehen, das ist sein Charakter. Er ist der gleiche wie noch bei der Rahab. Jetzt stellt sich noch so ein bisschen die Frage, was wir denn machen können. Und ich glaube, da gibt es zwei Sachen. Das erste ist Vertrauen. Wir haben gesehen, in der Geschichte hat es viel Vertrauen von den Spionen, aber auch von der Rahab gebraucht, dass sie es im Kopf behalten haben, dass Gott sie schon mal befreit hat oder ihre Vorfahren aus der Sklaverei in Ägypten. Und so dürfen auch wir vertrauen und uns erinnern an die Geschichte von der Rahab. Hey, Gott hat es hier schon gemacht. Er hat es schon in anderen Momenten in unserem Leben gemacht und er wird es auch jetzt wieder machen, mit Mauern in unserem Leben. Und trotzdem ist das manchmal gar nicht so einfach. Gerade wenn es nicht einfach so zack geht, sondern dann, wenn es ein bisschen dauert. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, die Israeliten sind 7 Mal um die Mauer herumgelaufen. Das erste Mal, das zweite Mal. Und sehr wahrscheinlich haben sie irgendwann auch ein bisschen Geduld verloren. Ich meine, es ist ja nicht Gott passiert.
Und trotzdem haben sie weiter vertraut, dass sich das Versprechen wird erfüllen. Auch auf eine Art und Weise, wie sie es am Anfang vielleicht nicht gedacht hätten, wo Gott ihnen versprochen hat, dass sie die Mauern werden zum Einsturz bringen. Und ich glaube, der Punkt vom Vertrauen, das ist etwas, was wir immer wieder lernen müssen. Lernen, auf den Gott zu vertrauen. Und der zweite Punkt ist der: Zeig Gott deine Mauer. Zeig Gott deine Mauer. Wie können wir das verstehen? Es gibt einen Vers in der Bibel, den ich sehr passend finde für das. Der steht im Philipper 4, Vers 6. Und dort steht: Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt. Oder wir können auch sagen, sagt ihm, zeigt ihm eure Mauer und danket ihm. Gott unsere Mauer zeigen heisst, Gott das zeigen, was uns beschäftigt. Wo für uns manchmal so gross erscheint und wir denken, das schaffen wir nie, das engt uns ein. Zeig Gott deine Mauer. Ich finde, das ist so eine ermutigende Botschaft und ich glaube ganz fest, das ist der erste Schritt, den wir gehen können zur Befreiung. Wenn wir Gott die Mauer zeigen, geben wir ihm auch die Möglichkeit, dass er die Mauer niederreissen darf. Genau, und so dürfen wir uns immer und immer wieder daran erinnern, wenn wir an die Mauer und an die Geschichte von der Rahab denken, dass Gott uns Befreiung schenken und dass er seine Versprechen wird halten. Und dass ihr das nicht gerade wieder vergesst, werdet ihr nachher, wenn ihr dann rauslauft, wenn der Gottesdienst fertig ist, am Eingang so Kärtchen bekommen, wo genau das drauf steht. Hey, zeig Jesus deine Mauer und vertraue darauf, dass er sein Versprechen wird halten. Ihr könnt das vielleicht an euren Kühlschrank hängen oder aufs Nachttischchen legen, sodass ihr das im Kopf behaltet für die nächste Woche. Und ich möchte auch noch gerade für das beten, dass uns das im Kopf bleibt, dass wir an das denken dürfen. Vater im Himmel, ich danke dir für die gute Botschaft, die du für uns hast. Dass wir jederzeit zu dir kommen dürfen. Dass wir dir unsere Mauer zeigen dürfen. Das dürfen zeigen, was uns beschäftigt. Ich danke dir, dass du immer bei uns bist und dass du die Mauern niederreissen kannst. Für das loben und preisen wir dich und sagen dir Danke, Herr. Amen.